Vielen Dank. So gut. Travel Light, wir sind in der Serie Wer will nicht leicht durchs Leben gehen? Wer will nicht eine Leichtigkeit erleben, die Jesus uns verheißen hat? Er hat gesagt, wenn ihr zu mir kommt, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ihr könnt, wenn ihr Last empfindet, wenn ihr das Leben schwer empfindet, zu mir kommen und ich werde euch die Last abnehmen und ihr dürft unter mein Joch kommen und von mir lernen, denn meine Last ist leicht. Also Jesus hält sehr wohl eine Aufgabe für dich bereit, aber seine Aufgabe, die Last, die diese Aufgabe mit sich bringt, die ist leicht. Und ich glaube, die ganze Menschheit sehnt sich nach dieser Leichtigkeit. Weil wo ist die Leichtigkeit in unserer Gesellschaft hin? So oft gehe ich durch die Straßen, durch die Einkaufsläden und denke mir, wo sind die Mundwinkel, die nach oben zeigen? Wo sind sie hier? Das Leben bringt Lasten mit sich. Die Kunst ist, wie gehen wir damit um? Und heute wollen wir über das Thema Sorgen reden. Wir hatten gerade eine Sorge. Maike hat gerade gemeint, wenn du auf das Pony sitzt, was passiert dann beim Sommerfest, Ponyreiten? Wir werden es am 10. August rausfinden. Ich bin nicht so der Sorgentyp, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin nicht der sich ständig sorgt, aber ich merke, seitdem ich 3 Kinder habe und mehr Verantwortung in der Kirche, habe ich durchaus auch gelernt, mir Sorgen zu machen. Und ich habe für mich entdeckt, mehr Verantwortung bedeutet oft auch mehr Sorge. Kennst du das aus deinem Leben? Wenn ich meine Kinder angucke, wenig Verantwortung, das Leben ist leicht, locker flockig. Und plötzlich gehst du in einen Job, irgendwie in eine Führungsrolle rein und du hast nicht nur deine Probleme, sondern auch noch die Probleme deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder du bist Lehrer und du sorgst dich um deine Schüler, Schülerinnen und so weiter. Und merkst, wenn die Verantwortung wächst, dass die Sorgen auch wachsen. Und der Punkt ist, Sorgen machen das Leben schwer. Wer mag Sorgen hier drin? Wahrscheinlich keiner. Jemand, das ist schön, das freut 2, 3 Leute. Das ist schön. Ich mag Sorgen nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn wir wissen, wie damit umzugehen, dann kann es auch hilfreich sein. Es kann konstruktiv sein und wir kommen noch darauf zu reden. Aber ich merke Sorgen, wenn ich mir zu viele Sorgen mache, dann macht es mein Leben schwer. Und ich finde es spannend, wenn ich mit Menschen rede. Ich mache das immer, bevor ich eine Predigt halte. Ich rede mit Leuten, denen ich begegne in den ersten 2, 3 Wochen davor. Wie gehst du mit Sorgen um? Worüber sorgst du dich? Und ich merke, die Sorgenparameter sind ganz unterschiedlich hoch. Also es gibt Menschen, die sorgen sich wenig. Es gibt Menschen, die sorgen sich aber ganz viel. Warum ist das so? Es gibt genetische Unterschiede. Vielleicht bist du einfach ein Denker. Vielleicht analysierst du gerne. Vielleicht zerdenkst du gerne Dinge. Ja, dann ist es naheliegend, dass du dich mehr sorgst. Weil du kannst die Dinge in die Tiefe denken. Das ist eine Begabung, aber das schlägt halt auch bei diesem Thema aus. Das hängt aber auch damit zusammen, welche Erfahrungen hast du gemacht. Also wenn du schon 8-mal vom Blitz getroffen wurdest, wirst du sorgenvoller durch ein Gewitter durchgehen, als jemand, der noch nie getroffen wurde. Das macht Sinn, oder? Wurde jemand schon 8-mal vom Blitz getroffen? Es gibt doch dieses Video, habt ihr das mal gesehen, wo einer vom Blitz getroffen wird, er steht auf, geht weiter und dann wird er nochmal getroffen. Ich habe es vergessen vorzubereiten. Und dann gibt es auch noch Thema Persönlichkeit. Wie bist du gestrickt? Wie funktioniert deine Persönlichkeit? Wie läuft das ab in dir drin? Wie emotional bist du? Wie fest bist du analytisch unterwegs? Und das spielt alles mit. Und der Punkt ist aber, ich glaube, für uns alle hat Sorge irgendwo eine gewisse Wichtigkeit in unserem Leben. Für uns alle kommt Sorge irgendwo mal vor. Und wir merken, wow, jetzt habe ich Sorge in meinem Leben, was mache ich jetzt damit? Für die einen von uns ist es weniger, für die anderen ist es mehr. Aber ich glaube, der Punkt ist, egal ob du dich viel sorgst oder ob du dich wenig sorgst, wichtig ist, dass wir wissen, wie gehen wir damit um. Weil wir können nicht aus unserer Haut raus. Es bringt uns nicht viel, wenn wir billige Sprüche hören. Denk mal nicht so viel, zerdenk halt nicht alles, mach dir das Leben doch nicht so schwer, sorg dich doch nicht so viel. Die Sprüche helfen nicht. Gleichzeitig hilft es auch nicht, wenn du dich ständig mit deiner Persönlichkeit entschuldigst und sagst, ja, ich bin halt so. Ja, das hilft dir in der Situation auch nicht weiter, das begründet es vielleicht, aber das hilft dir nicht raus. Also wie gehen wir ordentlich mit Sorgen um? Ich glaube, der Umgang ist entscheidend. Und ich habe letztens ein Video gesehen von einem alten, großartigen Professor, der hat was gezeigt und ich will euch das gerne weitergeben heute. Er hat das mit einem Sorgenglas gezeigt. Und ich falte das Bild etwas aus. Weil ich habe mir wirklich mal Gedanken gemacht, worüber sorgen wir uns denn die ganze Zeit?
und habe mit Menschen darüber gesprochen. Da kommt das Unterschiedlichste. Und es ist interessant, dort, wo du bist in deinem Leben, dort hast du deine Situation, deine Thematiken und dort drehen sich auch deine Sorgen drum. Und wenn wir manchmal weiter sind im Leben und schon mehr Lebenserfahrung haben, schmunzeln wir vielleicht manchmal über ich muss zum Teil ein bisschen schmunzeln, wenn ich die Sorgen meiner Kinder betrachte. Dennoch sind die Kinder in ihrer Position und die Sorgen sind für sie absolut gerechtfertigt. So ist vielleicht ein Ehepaar, was sich eben Gott trauen will, sorgt sich um die Hochzeit. Funktioniert das alles so? Wird das Wetter gut sein? Wird der Pastor kommen? Wird die Predigt gut? Wird das mit diesem schwierigen Onkel funktionieren? Und wir machen die da rein. Wir sorgen uns manchmal nur um unseren Job. Vielleicht bist du safe im Sattel, du hast einen Job, alles ist gut, machst dir keine Gedanken. Vielleicht wackelt dein Job und denkst dir, habe ich den morgen noch? Finde ich vielleicht endlich einen Job? Ist mir mein Job sicher? Ich bin jetzt vielleicht 50, wenn ich jetzt meinen Job verlieren würde, was bedeutet das? Und plötzlich kann es zu einer Sorge werden. Geld, sorgt sich jemand um Geld? Manche. Reicht das Geld bis Ende Monat? Funktioniert das so? Geht es auf, wenn meine Frau nicht mehr arbeitet und wir nur noch ein Gehalt haben? Wird das funktionieren? Wenn wir ein Baby bekommen, die Hochzeit ist jetzt vorbei, kommt das Kind gesund zur Welt? Ich habe mich das jedes Mal gefragt, als meine Frau schwanger war. Jedes Mal. Wenn das Baby rauskommt, wird es gesund sein? Und wenn irgendetwas ist mit den Kindern, wie ist es um unsere Ehe? Hält es unsere Ehe aus? Die Situation, in der wir gerade drin sind. Was ist mit der Situation in Europa? Wir hatten lange Krieg, wir haben ständig Krieg, jetzt ist der Krieg plötzlich in Europa. Was bedeutet das für uns? Ich kenne Menschen, die sind umgezogen von Deutschland in die Schweiz, weil sie Angst vor Krieg haben. Ich denke, hoffentlich passiert es nicht, aber ich weiß nicht, wie viel besser es uns in der Schweiz geht, wenn es in Deutschland knallt. Wenn ich mir die Politik anschaue, hat die Demokratie noch eine Zukunft? Wenn immer mehr polarisierende Persönlichkeiten in Machtpositionen reinkommen, tun und walten können, was sie wollen, wie sie wollen, das kann Sorgen bringen. Manche sorgen sich um die Klimaerwärmung, vor allem die jüngere Generation macht das mehr. Der heißeste Juni aller Zeiten. Wie weit geht es noch? Kann man überhaupt noch in Italien oder Spanien leben in 20 Jahren, wenn das so weitergeht? Werde ich gesund bleiben? Auch wenn ich älter werde, wenn ich Menschen sehe, die an Krücken gehen, die Mühe haben, wo der Körper langsam quittiert, den Job? Wie ist das für mich, wenn ich älter werde und vielleicht gar nicht gesund bin? Was ist, apropos älter werden, mit meiner Rente? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Wir haben eine Inflation, eine AHV, die so ein bisschen bröckelt. Wir haben eine demografische Überalterung in unserer Gesellschaft. Werde ich überhaupt noch eine Rente bekommen und kann ich davon überhaupt leben? Meine Kinder, die kommen jetzt mit in die Kirche, werden die mal gläubig sein, wenn sie groß sind? Ich wünsche es mir sehr. Aber ich kann es nicht für sie entscheiden, das müssen sie selbst tun. Oder ich selbst, werde ich mal bei Gott sein, wenn ich mal meine Augen schließe? Wo bin ich dann? Was kommt nach dem Tod? Wir alle haben eine Hoffnung, wissen wir es. Und du merkst, wenn ich so eine Aufzählung mache, diese Sorgen sind berechtigt. Diese Sorgen sind berechtigt. Ich mag es nicht, wenn wir so einfache theologische Antworten finden, ja, mach dir halt einfach keine Sorgen. Nee, das ist relevantes Zeug. Diese Sorgen sind berechtigt. Ich kann das nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, ja, mache ich mir halt keine Gedanken. Manchmal macht es Sinn, wenn wir uns Gedanken machen und an morgen denken. Jesus hat uns nicht dazu berufen, dumm zu sein und unser Hirn nicht zu nutzen. Es geht um etwas anderes. Der Punkt ist, du siehst, wie locker ich dieses Glas halte. Das ist jetzt nicht wahnsinnig schwer, also ein paar 100 Gramm. Wahrscheinlich jeder in diesem Raum kann dieses Glas hochhalten, richtig? Das ist kein Problem. Aber halt's mal eine Minute. Und dann halt's mal eine Stunde. Und dann halt's mal einen halben Tag.
oder den ganzen Tag? Was passiert mit deinem Arm? Du wirst fast sterben vom Gefühl her. Auch wenn das nicht allzu schwer ist, auch wenn ihr manchmal Sorgen mit uns rumtragen und wir denken, die zermürben mich jetzt nicht gerade. Das Problem fängt dort an, wenn wir sie lange mit uns rumschleppen. Irgendwann wird alles zur Last. Ganz egal, wie schwer wir das empfinden. Irgendwann verkrampfen wir uns. Irgendwann werden wir handlungsunfähig. Irgendwann wird es ungesund für uns. Es ist nicht verboten, sich Sorgen zu machen. Ungesund wird es dort, wenn wir zu lange daran festhalten. Und darum wollen wir uns heute drehen in der Predigt. Ich würde gern mit dir beten, weil ich werde jetzt gerade eine Bibelstelle vorlesen, die du wahrscheinlich schon einige Male gehört hast, wenn du schon länger gläubig bist. Und ich weiß, was dort passieren kann, habe ich schon gehört. Und ich glaube aber, die Bibel, die hat eine enorme Power. Ich glaube, das Wort hier ist lebendig und kann heute in dein und mein Leben reinsprechen. Und wenn du magst, bete mit mir. Herr, wir kommen vor dich als Gemeinde. Du sagst, lerne von mir. Und wir sind heute hier, um von dir zu lernen, Herr. Wir wollen verstehen, wie du über Sorge denkst und was du uns beibringen willst. So öffnen wir unsere Ohren und unsere Augen für dein Reden. Amen. Weil Jesus redet über Sorgen in einem sehr bekannten Kapitel. Es kommt aus der Bergpredigt. Wir finden das im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6. Jetzt muss ich gucken, dass ich euch nicht die falsche Übersetzung vorlese. Verse 25 bis 34 sagt Jesus, das ist ein längerer Text, ich gehe danach auf einzelne Punkte ein. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Schaut auf die Vögel des Himmels, sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln nicht in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht mehr wert als sie? Wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit nur eine Elle hinzuzufügen? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Sorgt euch also nicht und sagt, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder was werden wir anziehen? Denn um all das kümmern sich die Heiden, also die, die Gott nicht kennen. Euer himmlischer Vater weiß nämlich, dass ihr all das braucht. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, und dann wird euch all das dazugegeben werden. Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Last. Klingt so schön. Klingt so einfach, also ist so anspruchsvoll. Ich weiß nicht, wie oft ich mich schon dazu entschieden habe, genau das zu tun, und dennoch merke ich, ich rutsche immer wieder rein. Das macht mega Sinn. Jesus sagt, du kannst dein Leben nicht um eine Elle verlängern. Deine Lebenszeit ist von mir definiert. Ob du dich sorgst oder nicht, deine Lebenszeit wird nicht länger werden. Er sagt, der Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat, übernimmt Verantwortung für seine Schöpfung. Er kümmert sich um all das, was er so wunderbar gemacht hat. Er kümmert sich um Vögel. Und ich beobachte ständig Vögel bei uns im Garten. Die tun nichts, aber haben alles. Die säen nicht und ernten nicht, und doch haben sie, was sie brauchen. Die Lilien nimmt er als Beispiel, sagt, lernt von denen. Ja, wir können von denen lernen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht, was damals eine mühsame Arbeit war. Und trotzdem sind sie wunderschön.
weil Gott sie so geschaffen hat und so wachsen lässt. Wie viel wichtiger seid ihr mir, ihr Menschen? Und wie viel mehr kümmert sich Gott um eure Bedürfnisse? Und dann kommt diese Aussage, und das ist einer meiner absoluten Favoriten-Bibelverse. Kümmere dich zuerst um Gottes Reich und du wirst sehen, wie dir all das, was du brauchst, zufallen wird. Also Jesus macht klar, Gott hat dich geschaffen und er übernimmt Verantwortung auf der vollen Länge deines Lebens. Tu das, wozu er dich geschaffen hat. Und du wirst sehen, wie er dich versorgen wird mit all dem, was du brauchst. Das ist ein Riesenversprechen. Wenn wir das kapieren, wenn wir dort reinfinden, wird das Leben leicht, das kann ich dir versprechen. Ich habe das die letzten 2 Jahre extrem erlebt. 2, 3 Jahre. Ich habe so viel geschenkt bekommen, obwohl ich nichts dafür getan habe. Und ich habe für mich erlebt, was es bedeutet, wenn ich das tue, wo ich das Gefühl habe, das will Gott von mir und er versorgt mich mit dem, was ich brauche. Weil immer wieder muss ich ihm auch wieder zugestehen, ich habe es dann doch nicht im Griff. Was kann ich tun, dass es meinen Kindern wirklich gut geht, dass sie gesund sind? Natürlich habe ich etwas im Griff, aber vieles habe ich nicht im Griff. Was kann ich tun, dass diese Kirche gesund ist? Einiges kann ich tun, aber auch nicht alles. Vieles haben wir nicht im Griff, auch als Angestellte. Und Jesus sagt, nimm das Reich Gottes in den Fokus. Er ist gekommen, um dieses Reich zu entfalten hier auf dieser Erde. Und er sagt, komm und folge mir nach. Tu das Gleiche, wie ich getan habe. Verkündige die Botschaft der Liebe. Mach die Menschen zu Jüngern. Tu das, was Gott dir sagt. Und das ist manchmal schwierig. Was ist Gottes Reich? Ich glaube, was wir hier gerade tun, das ist Gottes Reich. Eine Gemeinschaft zu bauen in seinem Sinn. Aber das Ganze geht darüber hinaus. Vielleicht führst du ein Geschäft und baust dort Gottes Reich. Vielleicht hast du irgendwo eine Arbeit und eine Rolle in einem Team und baust dort Gottes Reich. Vielleicht bist du schon pensioniert und hast Menschen in deinem Umfeld und du siehst, du darfst dort prägen und stützen und Rat geben. Vielleicht bist du Mama daheim und baust dort Gottes Reich. Vielleicht bist du Lehrerin, Schulleiterin und hast eine ganze Crowd an Menschen, die du prägen darfst, eine Schule, wo du die Atmosphäre setzen darfst und baust dort Gottes Reich. Ich glaube, Gott führt uns, wenn wir fragen, was ist dein Wille? Und das beten wir beim Vater unser. Dein Wille möge geschehen wie im Himmel, so auf Erden und ich stelle mich dir zur Verfügung, dann führt er dich an Orte hin, wo du sein Reich bauen darfst, wo du das in den Fokus nehmen darfst, was er von dir will. Und er sagt, und wenn du das voll fokussierst, werde ich mich um dich kümmern. Und ich will von mir sagen, ich habe das die Jahre jetzt besser kapiert als vor 10 Jahren. Und ich erlebe ganz krass, wie das funktioniert und ich würde diese Verheißung voll und ganz unterschreiben. Ich glaube das zu 100%. Und trotzdem kann ich mich jetzt dafür entscheiden, voll für Gottes Reich zu gehen, voll fokussiert zu leben und morgen, was passiert? I'm sorry, ich bin Mensch. Es wird mir wieder passieren. Ich werde morgen aufstehen und ich werde mich sorgen. Das ist cool, wir können jetzt hier sitzen, gemeinsam das glauben und sagen, ja, let's go. Und trotzdem stehen wir morgen auf und machen den. Und kümmern uns um unsere kleinen Dinge. Und sorgen uns um unsere Kinder, um unsere Ehe, um unser Geschäft und. Und es ist berechtigt. Weil das ist das, was Gott uns anvertraut hat. Und es ist wichtig. Und wir dürfen uns darum sorgen. Die Frage ist, wie schleppen wir es nicht nonstop mit uns rum, sodass unser Arm anfängt zu zittern und müde zu werden? Wo gehört das hin, dass unsere Hände frei sind für Gottes Reich, für das, was uns Gott anvertrauen will tagtäglich? Ich glaube,
Sorgen schlagen ihre Wurzeln ganz oft in unseren Ängsten. Und das steht halt der Verheißung entgegen. Jesus verspricht uns, wenn du auf Gottes Reich schaust, werde ich mich um dich kümmern. Ich sage es manchmal etwas salopp, ich baue sein Reich und er baut meins. Und dennoch sind Ängste in mir drin. Und aus diesen Ängsten können Sorgen wachsen. Was ist, wenn ich zu kurz komme? Was ist, wenn es für mich nicht reicht? Ich habe wirklich letztens, ich muss jetzt gerne mal gucken, ob ich das finde, da bei diesem Thema, bei der Rente, habe ich letztens auf SRF ein paar Berichte gesehen, wo es wirklich so darum geht, ich habe mich mit Demografie ein bisschen befasst, so Überalterung, diese Themen, welche Länder sind stärker betroffen, welche weniger, wie geht es da der Schweiz, die Lebenserwartung steigt, die Anzahl der Kinder, die wir bekommen, wird kleiner. Und ich bin nicht Mathematikgenie, aber wenn du ein bisschen Mathematik beherrschst, merkst du, ja, da entwickelt sich langsam ein Problem, wenn es um die erste Säule, um die AHV geht. Jetzt habe ich noch eine zweite Säule, die Pensionskasse. Nun, der ICF hat nicht einen Deal wie die Roche. Ich habe nicht die beste PK. Dritte Säule, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht. In die Phase sind wir noch gar nicht reingekommen. Kommt vielleicht noch. Aber dann kommt noch der Währungsverlust dazu. Wir haben Inflation, immer wieder ein bisschen. Ich kann mir heute mit meinen 5 Franken, die ich habe, wenn ich noch ein Brot kaufen kann, ich weiß nicht, ob ich die 5 Franken oder wenn es dann 5 Franken 50 oder 6 Franken sind, noch ein Brot kaufen kann in 30 Jahren. Who knows? Ich weiß nicht. Und ich komme dann manchmal in so Gedanken rein, wie müsste ich es jetzt machen? Wo muss ich Goldbarren kaufen? Wie geht das? Wie bewahrt man die dann auf? Oder soll ich ein Haus übernehmen von meinen Eltern? Oder was gibt mir Sicherheit? Und ich kenne die Gedanken. Und ich merke immer wieder, ich bin dann so schnell in so einer Angst drin, was ist, wenn wir mal arbeiten dürfen bis 95? Kann ja sein. Gut für die Kirche, oder? Hoffe ich. Ich möchte den hinteren Teil meiner Predigt eigentlich nur noch um ein Thema rumgestalten. Das ist unser Rollenverständnis. Wer sind wir eigentlich? Weil ich glaube, wenn es um Ängste geht, wenn es um Sorgen geht, geht es ganz, ganz stark darum. Und Paulus, finde ich, bringt das so gut auf den Punkt. Er schreibt mal an die Römer ein ganz, ganz bekanntes Kapitel, das 8. Kapitel. Und ich kann dir nur nahelegen, lese das Kapitel mal wieder durch, wenn du es lange nicht gelesen hast. Das hat eine Power. Ich sagte, du könntest jeden Tag dieses Jahr dieses Kapitel lesen und nur das machen und du würdest anfangen zu rauchen, weil es so crazy tief ist. Ich lese dir ein paar Verse daraus vor. Römer 8, 14 bis 15. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba, Vater rufen. Hast du das gehört? Alle, die vom Geist Gottes geleitet werden, das ist anderes Wording, wenn du den Heiligen Geist in dir trägst. Anders gesagt, wenn du dich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hast, lebt Gottes Geist in dir. Wusstest du das? Checkst du das? Das ist mega relevant. Allgemeines Priestertum. Gott selbst lebt in dir. Es ist nicht mehr so, dass irgendwo eine Person wäre, die Kontakt mit Gott hat und den Menschen alles übersetzt. Nee, Gottes Geist lebt in dir persönlich. Das ist Pfingsten. Gottes Geist kam auf die Gläubigen. Und dadurch wirst du nicht einfach nur, fühlst du dich besser oder weißt, was du zu tun hast, wo du links und wo du rechts abbiegen musst oder wirst vielleicht weiser. Das passiert alles auch, Gott sei Dank. Dieser Geist macht dich zu einem Kind Gottes. Jetzt guckt ihr mich an wie ein Auto. Das ist eine gute Nachricht. Du darfst zu Gott Abba Vater sagen. Für uns, wo wir vielleicht mit diesem Wording aufgewachsen sind, ist das vielleicht etwas, wo wir uns daran gewohnt haben. Aber für den damaligen Juden, der Gott in seiner Herrlichkeit betrachtet hat, mit den 10 Geboten und den 600 irgendwas anderen Geboten dazu, damit sie auf keinen Fall eins der Gebote, diesen heiliges Gottes, schuldig werden gegenüber, ist diese Nachricht revolutionär. Du bist ein Kind Gottes. Ich habe
wenn ich solche Begriffe finde in der Bibel, versuche ich das immer wirklich so praktisch wie möglich in mein Leben runterzubrechen, um es zu verstehen. Was bedeutet es, Kind zu sein? In ungefähr 2 Wochen fahren wir in Urlaub mit unseren 3 Kindern. Und ich bin beeindruckt, wie wenig sie sich um die Ferien kümmern. Die haben keine Wohnung gebucht, die fragen nicht, was wir kochen, die wollen nicht mal wissen, ob es da eine Küche hat in der Wohnung oder ob wir in ein Restaurant gehen. Die fragen auch nicht, ob wir daran gedacht haben, für jedes Kind ein Bett zu haben, wie wir es machen mit der Kleinen, die 2 ist, dass sie nicht aus dem Bett fällt, ob wir genügend Windeln mitnehmen, ob wir irgendwas planen, damit es Spaß macht. Ja, die kommen einfach mit und vertrauen darauf, dass wir unseren Job machen als Eltern. Wir denken nämlich nicht nur für uns, sondern auch für die Kinder mit. Vor allem meine Frau, muss ich fairerweise sagen. Ich weiß nicht, wenn ich in Urlaub fahren würde ohne dich, was da passieren würde. Ich bräuchte wahrscheinlich einfach eine limitlose Kreditkarte, um alles zu kaufen, was ich nicht dabei hatte. Aber ich würde mich auch kümmern, einfach nicht so mit einem Weitblick. Gell? Aber der Punkt ist, meine Kinder vertrauen und kommen in eine Ruhe mit und sie wissen ganz genau, Papa und Mama werden schauen, da wird es eine Wohnung haben, da wird es Essen geben, wir können baden und. Warum ist das so? Warum haben die so eine Ruhe in sich? Ja, weil sie wissen, dass sie unsere Kinder sind und dass wir sie lieben. Das sind die 2 Dinge, die wissen sie einfach. Ich bin ein geliebtes Kind und damit lebt es sich eigentlich ganz einfach. Wenn du weißt, meine Eltern sind da und gucken, weil sie mich lieben. Und wenn ich ein Bedürfnis habe, nehmen sie mich ernst und sie hören mir zu und sie kümmern sich darum. Und Gott spricht uns genau das Gleiche zu. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Aber ganz oft verlassen wir diese Position und werden, um das Wording von Paulus zu nutzen, zu diesen ängstlichen Sklaven. Es ist spannend, wie schnell das passiert. Ich glaube, Sorgen sind ein Indikator dafür, wenn wir unsere Position als Kind Gottes nicht vollumfänglich verstanden und eingenommen haben. Im Johannesbrief steht etwas, im 1. Johannesbrief 4,18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Krasse Aussage, oder? Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wie kommen wir dazu, dass diese Liebe präsenter wird in uns? Wie schaffen wir das? Wie machen es die Kinder? Manchmal ist es nicht so kompliziert. Sie suchen Nähe. Sie wollen im selben Raum sein. Sie wollen uns in die Augen schauen. Sie wollen mit uns reden, manchmal kuscheln. Sie wollen Dinge erleben mit uns den Alltag leben. Einfach bei uns sein. Und sie machen es unterschiedlich. Das eine Kind will viel kuscheln, das andere wenig. Die mag ich im heißen Sommer eigentlich mehr. Ihr versteht's. Wenn eines nachts aufwacht, kommt es zu uns ins Bett. Dann sucht es Nähe. Wenn es schlecht geträumt hat, kommt es zu uns und sucht Nähe. Eigentlich ist es nicht so kompliziert. Für uns gilt dasselbe. Wenn wir diese Liebe, diese Geborgenheit suchen, dann brauchen wir Nähe zum Vater. Das Problem ist oft, du hörst das vielleicht heute nicht zum ersten Mal. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Wenn du es zum ersten Mal hörst, dann hör mir nochmal zu. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Das wurde über dir ausgesprochen, das spreche ich dir heute zu. Wenn du es schon zum x-ten Mal gehört hast, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Wir wissen es eigentlich. Das Problem ist, dass wir oft die Gewohnheiten verloren haben, die uns das täglich bewusst machen. Weil wir abends und morgens andere Dinge machen, anstatt uns mit dieser Liebe, die vom Vater kommt, auseinanderzusetzen. Dabei brauchen wir eigentlich genau das Gleiche. Wir brauchen Nähe, wir brauchen Augenkontakt, wir müssen seine Stimme hören. Verstehst du, meinen Kindern reicht es auch nicht, wenn ich ihnen einmal sage, ich liebe dich oder du bist mir wichtig und dann hören sie es nie wieder von mir.
Das funktioniert auch in unserer Ehe nicht. Wir müssen das ständig immer wieder bestätigen. Das zerrinnt uns zwischen den Fingern, diese Aussagen. Diese Liebe zerrinnt. Und wir müssen das immer wieder auffüllen und erneuern lassen. Tagtäglich. Ich weiß nicht, was du morgens und abends machst. Ich musste letztens mir zum Beispiel ein Handyverbot aussprechen, das habe ich vor ein paar Wochen gemacht, das funktioniert mittlerweile ganz gut, dass ich morgens und abends mein Handy gar nicht mehr in die Finger nehme. Weil ich merke, ich habe mir Gewohnheiten, ich habe Dinge mit meinem Daumen, mache ich, da brauche ich gefühlt mein Hirn gar nicht mehr. Und die Apps öffnen sich von selbst, wie von Zauberhand. Und ich mache einfach Dinge, wo ich merke, das ist eigentlich Blödsinn. Und siehe da, seitdem ich das mache, habe ich wieder viel mehr Kapazität morgens und abends, um dem Vater zu begegnen. Aber ich musste für mich einige Gewohnheiten nochmal wegschneiden und sagen, da mache ich Platz, bewusst, um mich einfach mal zu öffnen für diese Liebe. Gibt es etwas im Leben, was du nicht verkacken darfst? Die Nähe zum Vater zu suchen. Du kannst vieles den Bach runtergehen lassen, aber nicht das, weil das definiert deine Identität. Dort verstehst du, du bist ein geliebtes Kind Gottes und das ändert dein ganzes Leben. Dort begegnet dir Gottes Liebe und du verstehst, wer du bist und dein Leben wird sich verändern. Wenn wir etwas nicht sein lassen dürfen, dann das. Ich will dir heute, um auch mit dem Thema Sorgen abzurunden, einfach ein Ritual anbieten, was du mal üben kannst. Wir werden es nachher gemeinsam machen. Und du hast einen Stift heute auf deinem Stuhl und einen Zettel. Vielleicht ist er mittlerweile unter dem Stuhl. Dieser Stift gehört ab heute dir. Du darfst den mitnehmen. Als Erinnerung, vielleicht ist es etwas, was du jeden Tag praktizieren musst für eine gewisse Zeit. Vielleicht hast du auch mal eine Gelegenheit, wo du diesen Stift weitergeben darfst und jemand anderem dieses Ritual nahelegen darfst. Was ich dir heute zeigen will, ist ein Austausch am Kreuz, was dort passieren kann. Weil, ich habe gesagt, diese Sorgen sind berechtigt. Es ist richtig, dass wir uns um unsere Dinge sorgen, die uns Gott anvertraut hat. Wir haben die Rolle, wir dürfen das verwalten, wir dürfen uns darum kümmern. Jetzt sind wir aber nicht dazu berufen, den ganzen Tag unsere Sorgen mit uns rumzuschleppen. Sondern Jesus sagt, bringt eure Sorgen zu mir. Wir dürfen das am Kreuz ablegen. Und ich glaube, manche von uns brauchen wieder mehr Rituale im Leben. Oder vielleicht andere Rituale. Und wir sagen, und ich mache jeden Morgen diesen Weg zum Kreuz. Und ich überlege mir, worüber sorge ich mich? Und da darfst du nachher dir Zeit nehmen, um auf deinem Zettel einfach mal die Dinge runterzuschreiben, die dir jetzt aktuell, heute Morgen in den Sinn kommen, was dich besorgt. Und dann dürfen wir zum Kreuz gehen. Und ihm unsere Sorgen bringen. Und das Krasse ist, was ist das Kreuz? Ich glaube, das Kreuz ist der Ort, wo uns Gottes Liebe auf eine Art begegnet wie sonst nirgendwo. Es ist wie ein Konzentrat der Liebe. Wir lesen an verschiedenen Stellen, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für sie hergegeben hat. Wie kann man, sagt Jesus, die Liebe Menschen gegenüber oder seinen Freunden gegenüber besser beweisen, als wenn man sein Leben hingibt für sie? Also die Bibel macht uns immer wieder klar, wenn wir die Liebe Gottes verstehen wollen, ist das das entscheidende Symbol. Dort zeigt sich Gottes Liebe in einer Intensität, die nicht übertroffen werden kann. Und Paulus schreibt das, und da gehe ich zurück ins Kapitel 8 des Römerbriefs, schreibt das an die Römer. Was wollen wir dem noch hinzufügen? Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat.
wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es, der Recht spricht. Wer will uns da verurteilen? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja mehr noch, der auferweckt worden ist. Er ist jetzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis? Not? Oder Verfolgung? Hunger oder Blöße? Gefahr oder Schwert? Denn ich bin mir gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Liebe Gottes dir gegenüber ist so groß, dass es seinen eigenen Sohn für dich hingegeben hat. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und nichts und niemand kann dir das nehmen. Nichts und niemand kann dich von dieser Liebe trennen. Nichts und niemand. Paulus zählt noch alle möglichen Dinge auf, die wir uns alle nicht wünschen. Aber nichts kann dich von dieser Liebe trennen. Und Jesus sagt, erinnert euch immer wieder daran. Erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Das ist wichtig, dass ihr das versteht, dass ihr die Liebe Gottes versteht. Weil dort, wo die Liebe ist, hat die Angst jede Macht verloren. Es ist ein Austausch, der passiert. Wir dürfen unsere Sorgen bei ihm niederlegen. Das ist eine Einladung, die in der Bibel steht. Bringt euch meine Last, ich werde euch Ruhe schenken. Wie funktioniert das? Ja, indem du zu ihm gehst und verstehst, wer du bist, ein geliebtes Kind Gottes. Dass er dich so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat. Dass er am Kreuz sein Leib für uns zerbrochen hat. Dass er sein Blut vergossen hat, damit wir gerecht werden können vor Gott. Dass er alles besiegt hat am Kreuz. Jedes Leid, den Tod, alles Übel auf dieser Welt hat er besiegt. Du darfst dir jetzt einen Moment Zeit nehmen, du darfst diese Karte ausfüllen, du kannst hier vorkommen und deine Sorgen hier reinschmeißen. Oder da drüben. Da drüben hat es einen Korb. Danke. Hat es einen Korb. Da hinten hat es auch noch eine Station auf halber Höhe in der Halle. Du kannst deinen Zettel da reinschmeißen, wenn du magst. Und dann darfst du das Abendmahl mit an den Platz nehmen, das zu dir nehmen, als Erinnerung, was Gott am Kreuz für dich getan hat. Erinnere dich immer wieder. Und nimm diesen Stift mit, der dich daran erinnern kann, dieses Ritual zu wiederholen, zu wiederholen, zu wiederholen. Jesus hat uns gesagt, erinnert euch daran, du bist ein geliebtes Kind Gottes.